freue mich, dass ich auch heute Morgen nochmals hier sein darf. Ich habe euch versprochen, das letzte Mal nicht alles gesagt zu haben über dieses Gleichnis. Auch vom Bibeltext her gibt es noch einiges. Ich war im Konflikt, dass ich jetzt eigentlich nicht mehr Zeit habe, das Vergangene nochmals zu repetieren. Also ich kann die erste Predigt nicht noch einmal halten. Da hat uns einmal jetzt ein Text geholfen, aber ich möchte doch ganz kurz für diejenigen, die nicht hier waren, das einfach nochmal so zusammenfassen. Aber ich hoffe nicht so lange. Also zuversichtlich im Unheil dieser Welt, das ist das Thema. Es ist die Frage, können wir das noch sein? In einer Welt, wo zurzeit alles, was uns Menschen lange Zeit auch Sicherheit, Berechenbarkeit und Stabilität gegeben hat, weltweit, global am Zusammenbrechen ist. Wir können angesichts dessen, was in dieser Welt abläuft, nur noch schwer zuversichtlich sein. Ob wir zuversichtlich sein können in einem solchen Umfeld, darauf gibt uns ein bekanntes Gleichnis, das haben das Reich in dieser Welt mit einem Sämann vergleicht, der seinen Samen aussät. Dabei liegt der Fokus mit diesem Gleichnis auf dem ausgestreuten Samen. Und wir haben es gehört, dieser Saatgut wird zu einem erheblichen Teil zerstört, von den Vögeln weggefressen oder die aufkeimende Pflanze. Es gibt zwar etwas, aber was aufkeimt, geht gleich wieder kaputt. Es hat zu wenig Erde durch die Hitze oder durch die Dornen erstickt. Also was Gott tut, das geht wieder kaputt. Zu einem wesentlichen Teil hier ein Bild dafür, dass Gottes Heilshandeln in dieser Welt, Gottes Reich, im Leben auch von Menschen keine Erfolgsstory ist, so wie wir das würden erwarten, sondern hat mit Widerständen, mit Versagen, mit Verlusten, auch mit Zerstörung zu tun, was uns alles andere als zuversichtlich macht, sondern uns zweifeln lässt an Gottes Heilsmacht. Weshalb wir trotzdem zuversichtlich sein können, zeigt uns der positive Ausgang dieses Gleichnisses. Und es ist wichtig, dass wir darauf auch unseren Fokus richten. Da wird das Negative, das dreifach Negative einem 30-, 60- und 100-fachen Gewinn gegenübergestellt. Dieser überreiche Gewinn markiert die erfolgreiche Endphase des Reiches Gottes, des Heilshandelns Gottes in dieser Welt. Und darüber haben wir auch gehört, die alttestamentlichen Propheten, aber auch neutestamentlichen Propheten bezeugen diesen positiven, diesen gewinnbringenden Ausgang des Reiches Gottes für die ganze Welt, für alle Völker. Diese reiche Frucht wächst aus dem Samenkorn, das auf den guten Boden gefallen ist, insbesondere aus dem Leben und Sterben von Jesus Christus und aus seiner Auferstehung. Im Blick darauf lässt sich also festhalten, was ich in meiner letzten Predigt als eine erste Hauptaussage formuliert habe: zuversichtlich im Unheil dieser Welt. Ja, das können wir sein, wenn wir darauf hören, darauf achten und darauf vertrauen, dass Gott regiert. Dass er mit dieser unheilvollen Welt zu seinem Ziel kommt. Das Ende ist das Entscheidende. Damit ist, wie gesagt, noch nicht alles gesagt, als ob jetzt alles klar wäre. Ich kann mir vorstellen, dass ihr auch letzten Sonntag mit Fragen nach Hause gegangen seid. Es bleiben Fragen offen. Das war bei den Jüngern damals nicht anders. Jesus Saatgleichnis löste unter ihnen ein Achselzucken aus. Sie blicken nicht so recht durch. Hören wir, was Markus darüber geschrieben hat.
Markus 4, wir gehen weiter ab Vers 10. Als er allein war, Jesus mit seinen Jüngern, fragten ihn die mit den 12 um ihn waren, nach dem Sinn der Gleichnisse. Also nicht nur im Blick auf dieses eine Gleichnis, das war ein späterer Zeitpunkt, als sie schon einige Gleichnisse gehört hatten. Dann fragten sie an einem späteren Zeitpunkt Jesus, was soll das? Sie checkten es nicht so recht. Und Jesus sagte zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, denen, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen, wir können auch mit Rätselreden übersetzen, zuteil. Damit sie sehend sehen und nicht erkennen und hörend hören und nicht verstehen, damit sie nicht umkehren und ihnen vergeben werde. Und er sagte zu ihnen dieses Gleichnis, versteht ihr nicht? Wie wollt ihr dann die Gleichnisse überhaupt verstehen? Was Jesus da diesen Jüngern, diesen fragenden Jünger klar zu machen versuchte, das erstaunt schon ein wenig. Irritiert auch uns, was wir jetzt da gerade gelesen haben. Denn Jesus macht ihnen deutlich, euch, den Nahestehenden um Jesus herum, ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Das heißt, geöffnet. Euch ist dieses Geheimnis offenbart geworden, gelüftet. Das heißt, Gottes Heilshandeln in dieser Welt, insbesondere in ihrem Leben, ist in ihrem eigenen Leben wirksam, erfahrbar. Sie haben Gottes Wirken in ihrem Leben erfahren. Es ist ihnen offenbar geworden, was es heißt, wenn Gott regiert in Jesus Christus. Im Gegensatz zu den Menschen, die draußen sind. Also da gibt es zwei verschiedene Paar Zuhörer. Im damaligen Verständnis waren das die Heiden, die draußen sind, die Heiden, das heißt die Nichtjuden, die Ungläubigen, die Gottlosen oder die keine Beziehung zu Gott hatten. Für diese sind die Gleichnisse Jesu wie unlösbare Rätselreden, die verstehen gerade überhaupt gar nichts. Sie sind taub und blind. Also die können gar nichts aufnehmen. Es ist nicht möglich. Das heißt, sie können das Reich Gottes, Gottes Heilswirken, Gottes Heilshandeln in ihrem Leben nicht erfahren. Es geht nicht. Und darum kommt es in ihrem Leben auch nicht zu einer Umkehr zu Gott und zur Erfahrung der befreienden Kraft der Vergebung. Eben genau in dem manifestiert sich das Reich Gottes, wenn ein Mensch Gott erkennt und zu Gott umkehrt und Vergebung erfährt, neues Leben empfängt. Das können die draußen sind, nicht erfahren. Vielen Auslegern haben diese Aussagen Kopfzerbrechen verursacht. Ich denke auch uns. Auch mir, als ich das gelesen habe, dachte ich, Bibel zu, ich predige über einen anderen Text. Das verstehe ich einfach nicht. Das geht mir nicht rein. Übrigens, das geht jedem aufrichtigen Bibelleser so. Wenn man die Bibel liest, dann kommt das einem zuerst einmal quer rein. Das eckt an. Es geht nicht auf. Aber wohl uns, wenn wir uns diesem Unangenehmen auch auseinandersetzen. Markus selbst, ich möchte kurz erklären, warum auch das Kopfzerbrechen. Markus selbst hält am Ende vom Kapitel 4 fest, dass Jesus das Wort Gottes gerade darum in Gleichnissen verkündet hatte, damit die Zuhörer es verstehen können. Also gerade darum redete Jesus in Gleichnissen. Er war sichtlich um das Gottesverständnis seiner Zuhörer bemüht. Aber jetzt hören wir da von Markus, dass die Gleichnisse Jesu bei denen, die draußen sind, eben bei den Ungläubigen,
nicht als verständige Rede ankommt, sondern als Rätselrede. Und sie Gott gar nicht verstehen können, sein Heilshandeln nicht erfahren können, sich nicht bekehren können, nicht an Gott glauben können. Ihr Lieben, wer versteht das? Hat jemand eine sinnvolle Antwort? Markus stellt mit diesem Vorgang des Nichtverstehens und Nicht-Erkennen-Könnens eine Verbindung her mit der Reaktion der Zuhörer im damaligen alten Israel auf die Verkündigung des Wortes Gottes durch die Gerichtspropheten. Ihre ausdauernde Verkündigung damals im alten Israel stieß im Volk zunehmend auf taube Ohren. Und mit dem zunehmenden Verschließen ihrer Ohren katapultierten sich die Zuhörer selbst ins Out, nach draußen. Also sie hörten auf Gott zu hören. Und dadurch geschah mit ihnen etwas. Sie konnten mit der Zeit Gott gar nicht mehr hören. Es führte bei ihnen zu einer tragischen Taub- und Blindheit für Gott und sein Heilshandeln. Also mit der Erwähnung Jesu von dem Draußensein spricht er den Zustand der totalen Unfähigkeit, eben der Taub- und Blindheit, das Geheimnis des Reiches Gottes, sein Heilshandeln zu erfahren, zu begreifen. Aber das betrifft ja jetzt zum Glück nicht die Jünger, die Gläubigen. Jesus redet von den anderen, die draußen sind. Aber diejenigen, die jetzt da drinnen sind, das betrifft sie nicht, zum guten Glück. Die sind da schon etwas besser dran. Die Gläubigen, die Jesus hören, die ihn sehen, die ihm nahe sind, das betrifft sie nicht. Also als Nahestehende von Jesus, als Gläubige, kann man sich hier schon ein bisschen besser fühlen, nicht? Sollten solche Gefühle damals bei den Jüngern hochgekommen sein, ich versichere euch, die waren gleich wieder verpufft mit der ernüchternden Feststellung von Jesus. Und ihr? Ihr begreift es nicht. Ihr begreift dieses Gleichnis auch nicht. Wie wollt ihr all die anderen Gleichnisse verstehen? Das ist peinlich. Auch die Gläubigen, die Jesus nahestehen, die ihn täglich sehen und hören, verstehen letztlich nicht, was Jesus ihnen in seinem Bemühen um Verständlichkeit durch seine Gleichnisse verständlich machen wollte. Also man kann sagen, da die Jünger, die Frommen, die Gläubigen, die sind eigentlich gar nicht besser dran als die draußen sind. Offenbar ist da nicht einmal so klar, ja, wer ist jetzt drinnen und wer ist draußen? Wie das schon der Kirchenvater Augustinus von Hippo festgestellt hatte in seiner Aussage: Viele, die draußen zu sein scheinen, sind drinnen. Viele, die drinnen zu sein scheinen, die sind draußen. Drinnen oder draußen? Wo stehen wir? Wo stehe ich? Wo stehst du? Wir alle, ob wir drinnen sind oder draußen, ob wir gläubig sind oder ungläubig, ob wir bevorzugt sind im Leben oder benachteiligt, ob wir erfolgreich sind oder erfolglos, bewährt oder unbewährt, gescheitert, wir alle sind, nach dem, was Jesus hier deutlich machen will, absolut unvermögend. Und darum total auf Jesus Christus angewiesen, auf sein Handeln.
auf sein Erschließen dessen, was wir von Gott erkennen müssen. Wir sind total angewiesen, wenn es darum geht, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erfassen, Gottes Heilshandeln im eigenen Leben zu erfahren, durch Umkehr und Vergebung unserer Schuld. Damit komme ich also zu einer zweiten Hauptaussage im Zusammenhang mit der Begründung von Zuversicht. Wir können nicht einfach so zuversichtlich sein, es muss Gründe haben. Zuversicht im Unheil dieser Welt, wenn wir verstehen und zutiefst einsehen, dass es nicht auf uns drauf ankommt, sondern auf Jesus, dass wir ganz von Jesus Christus abhängig sind, auf ihn hin angewiesen sind. Gottes Heilshandeln ist in dieser Welt nicht abhängig vom Menschen. Das müssen wir einsehen. Ist nicht abhängig von dem, was Menschen sind oder nicht sind, was sie leisten oder nicht leisten, was ihnen gelingt oder nicht gelingt. Wenn es so wäre, wenn das Heil in dieser unheilvollen Welt vom Menschen und von seinen Taten und auch von seinem Glauben abhängig wäre, ihr Lieben, wir hätten keinen Grund zuversichtlich sein in dieser Welt. Im Blick auf Gottes Heilswirken, wer im Blick auf Gottes Heilswirken auf den Menschen vertraut und vielleicht auch noch auf sich selbst, kann nur enttäuscht werden. Kann nur enttäuscht werden. Liebe Gemeinde, es gibt nur einen Grund, zuversichtlich zu sein im Unheil dieser Welt, wenn wir wirklich zutiefst einsehen, verstehen, dass wir auf Christus angewiesen sind. Auch wir sind taub und blind, weil wir Gott aus uns heraus nicht erkennen und erfassen können, weil wir sein Reden nicht verstehen und begreifen können aus uns heraus. Das Geheimnis des Reiches Gottes, die Erfahrung von Gottes Heilshandeln. Ich sage auch, der Glaube an Gott ist und bleibt uns unverfügbar. Und ist darum immer, wenn es geschieht, ein unverdientes Geschenk, das wir einzig und allein Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, verdanken. Also, Zuversicht im Unheil dieser Welt. Ganz klar ja, denn Gott baut sein Reich. Ich betone auf, Gott baut sein Reich. Ich höre immer wieder in Gemeinden, wir bauen das Reich. Wir müssen uns einsetzen, weil wir bauen. Gott baut sein Reich. Wie es einmal jemand gesagt hat, mit uns, ja, mit uns. Gott baut sein Reich mit uns, für uns, aber auch trotz uns und manchmal gegen uns. Das macht auch Gott, auch gegen uns. Um es mit einem Wort von Apostel Paulus zu sagen, es liegt nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern es liegt an Gott und seinem Erbarmen. Worauf vertrauen wir? Worauf setzen wir unsere Zuversicht? Wir können nur zuversichtlich sein, wenn wir unsere Zuversicht auf Christus, auf Jesus setzen. Ein dritter und letzter Punkt. Zuversicht muss begründet sein, wenn wir hören und bleiben, wenn wir hörend bleiben in Zeiten von Krisen und Versagen. Dazu nochmals eine Textlesung. Mögt ihr noch? Jetzt kommt die dritte Predigt. Sehr gut. Ihr seid noch wach. Aber ich hatte ein bisschen Angst auf diese Predigt. Mir war bewusst, es ist recht konzentriert, was da kommt. Und wir sind ja nicht in einer Vorlesungsstunde, in einer theologischen Vorlesung. Und trotzdem, es sind gewisse Dinge, die wir einfach mal wissen müssen. Darum ist es auch gut, mal ein bisschen geschlaucht zu werden, vom Denken her. Also, jede Woche ist es ein bisschen zu viel, aber ich gehe ja wieder. Nächste Woche komme ich nicht mehr. Von daher hoffe ich, ihr könnt es ertragen. Also Markus 4,
da kommt jetzt die Deutung, der Sämann sät das Wort. Die auf dem Weg sind, die, bei denen das Wort gesät wird. Doch wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät ist. Und die auf felsigen Boden gesät sind, das sind die, welche das Wort, wenn sie es gehört haben, sogleich freudig aufnehmen. Doch sie haben keine Wurzeln, sondern sie sind unbeständig. Wenn es danach zu Bedrängnis oder Verfolgung kommt, um des Wortes willen, kommen sie gleich zu Fall. Und wieder andere sind die, welche unter die Dornen gesät sind, das sind die, welche das Wort gehört haben, doch die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum und die Gier nach all den anderen Dingen dringen in sie ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Und die auf guten Boden gesät sind, das sind die, welche das Wort hören und aufnehmen und Frucht tragen. Das eine 30-fach, das andere 60-fach und das dritte 100-fach. Der Sämann sät das Wort. Nochmals, das Gleichnis, das Jesus da am See erzählt hatte, bekommt jetzt zu einem späteren Zeitpunkt. Das war nicht, Jesus deutete dieses Gleichnis nicht gleich, als er das erzählt hatte, sondern später, als er allein mit den Jüngern war. Und in dieser späteren Zeit, als Jesus nochmals auf die Frage der Jünger hin, auf die Gleichnisrede geantwortet hatte, bekommt jetzt dieses Gleichnis eine erweiterte Deutung. Der ausgestreute Same als Bild für den Menschen. Der Mensch wird ausgesät. Der ausgestreute Same als Bild für den Menschen wird jetzt auch zum Bild für das verkündete Wort, wo der Mensch zum Bild wird für den Ackerboden, das den Samen, das Wort aufnimmt. Nochmals, damit ihr seht, dass ich da nichts Falsches erzähle, diese Doppeldeutigkeit wird in diesem Gleichnis zum Ausdruck gebraucht. Wer das aufmerksam liest, wird es sehen. Nochmals, da Vers 16, es gilt nur für die zweite bis vierte Hörergruppe. Bei der ersten Hörergruppe, da ist dieses Bild, diese Doppeldeutigkeit noch nicht drin, da ist es draußen. Die auf das Felsige gesäten. Ja, jetzt habe ich gemeint, das Saatgut ist das Wort. Wer ist hier der Same? Die auf das Felsige gesäten, das ist der Mensch als Same, ganz klar. Es gibt keine Diskussion. Sind die das Wort hören und es sogleich mit Freuden aufnehmen? Ja, jetzt ist das Wort der Same. Doppeldeutig. Die in die Dornen gesäten, der Mensch als Same. Sind die, jetzt wird es definiert, die das Wort der Same gehört haben. Das Wort als Same. Vers 20, die auf das gute Land gesäten, das ist wieder der Mensch als Same, sind die, die das Wort hören und aufnehmen. Also doppeldeutig, das heißt, alle Ausgesäten stellen zugleich den Ackerboden dar, der die Saat bzw. das Wort aufnimmt. Das heißt, alle Ausgesäten sind zugleich auch Hörer des Wortes, die es aufnehmen. Es gibt allerdings einen entscheidenden Unterschied, der nicht für alle zutrifft. Nicht bei allen Ausgesäten, also nicht bei allen Hörern des Wortes, fällt der Same auf guten Boden. Nicht bei allen Hörern hat das Wort eine Auswirkung. Nicht bei allen Hörern kann das Reich Gottes im Leben Gestalt gewinnen. Nicht bei allen Hörern kommt Gottes Heilswirken zur Entfaltung und bringt Frucht. Warum ist das so? Weil nicht alle, die Ohren haben und hören können, auch wirklich hören oder richtig hören. Wir alle haben Ohren
Ob wir auch hören, das ist eine völlig andere Frage. Ein Problem, das lässt sich bei vielen Politikern in politischen Diskussionen feststellen, die reden nur noch aneinander vorbei, die hören gar nicht aufeinander. Übrigens, dieses Problem habe ich auch schon in Gemeinden festgestellt, wo man nur noch aneinander vorbeiredet, weil man nicht hört. Obwohl wir Ohren haben, obwohl wir den anderen reden, hören, wir hören nicht. Das ist schlimm. Das hat Folgen, unweigerliche Folgen. Und das hat vor allem auch Folgen, wenn wir nicht hören, was Gott redet. Ihr Lieben, wer nicht wirklich hört, der hört auf zu hören. Und wer aufhört zu hören, ihr Lieben, dem wird das Wort weggenommen, von den Vögeln weggefressen. Wer aufhört zu hören, bei dem verdorrt und erstickt das Wort. Darum die Frage, wie können wir aufs Wort hören? Das ist eine entscheidend wichtige Frage im Zusammenhang von Reich Gottes und wie sein Reich in dieser Welt und in unserem Leben zur Entfaltung kommt. Zunächst, da müsste man eine eigene Predigt halten. Ich versuche das auch ganz kurz zu machen. Wir müssen uns zunächst im Klaren sein, was mit Wort gemeint ist hier im Gleichnis. Mit dem Wort verstand man damals nicht die Bibel. Man hatte damals die Bibel ja noch gar nicht. Man verstand darunter die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus. Seine Reden, sein Wirken, sein Handeln, wie es die Menschen damals zur Zeit von Jesus erlebt haben, erfahren haben. Und dieses erlebte Wort, was sie gehört und erlebt haben, das hat man einander mündlich weitergegeben. Und in dieser mündlichen Weitergabe haben sie erlebt, wie Jesus weiter aktuell redet, wie daraus lebendiges Wort wird. Mit der Zeit hat man die mündliche Weitergabe natürlich auch verschriftlicht. Das Resultat ist davon, dass wir heute eine Bibel haben. Die ist nicht vom Himmel gefallen, die ist entstanden in einem Überlieferungsprozess. Also, dieses Wort haben wir heute, was Jesus gewirkt hatte, neben dem Alten Testament auch im Neuen Testament zur Verfügung. Wichtig für uns ist jetzt, dass wir unterscheiden von Wort Gottes als dem früher ergangenen Wort Gottes, wie es uns heute in der Bibel verfügbar ist. Unterscheiden zwischen diesem früher ergangenen Wort und dem gegenwärtigen Reden Gottes, das uns nicht verfügbar ist, das uns unverfügbar ist und das uns immer wieder geschenkt werden muss. Immer wieder neu auch geoffenbart werden muss, dass wir seine Stimme hören. Wie können wir Gottes unverfügbares Reden hören, indem wir auf das in der Vergangenheit gesprochene Wort Gottes, das uns in der Bibel überliefert, bezeugt worden ist, dass wir das sorgfältig beachten. Uns in das Bild versetzen von damals, als Jesus geredet hatte. Uns in die Lage der Zuhörer von damals versetzen. Sorgfältig dieses vergangene Wort beachten. Und dann darauf gemeinsam aufeinander hörend darüber nachdenken, darüber nachsinnen, reflektieren und um die Öffnung des Wortes bitten. Dass Gott zu uns auch heute für unsere Zeit, in unsere Zeit redet und wir dieses Reden hören aus diesem vergangenen Wort, das uns überliefert ist. Gottes Heilshandeln, ich fasse hier mal so ein bisschen zusammen, Gottes Heilshandeln, Gottes Reich in dieser Welt
möchte sich in unserem persönlichen Leben auswirken. Gott, wir sind Saatgut von Gott, er möchte uns ausstreuen in unserem Leben. Und das beginnt und vollzieht sich primär nicht aus unserer eigenen Kraft oder Vermögen, sondern aus der umgestaltenden und neu schaffenden Kraft Gottes, die sich im Hören auf Gottes Wort freisetzt, durchsetzt. Nicht umsonst schließt Jesus dieses Gleichnis: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Der Punkt ist das Hören. Wie steht es um unser Hören? 4 Hörergruppen, von denen Jesus da im Gleichnis spricht, helfen uns zum Hören oder vielleicht auch zur Prüfung. Die ersten 3 Hörergruppen, die leiden alle an einem Hörproblem. Die müssen dringend zum Arzt, zum Hörarzt. Oder mal die Ohren durchspülen lassen. Das muss ich übrigens auch demnächst. Ich habe gerade letztens gedacht, bei mir rauscht es immer ein bisschen. Und wenn ich so mache, dann da hat es was drin. Hören auch nicht mehr so gut. Ohren rausspülen. Nicht angenehm, was muss man machen? Also die haben da alle Hörprobleme. Das Hörproblem der ersten Gruppe besteht darin, dass sie das Gehörte gar nicht mehr aufnehmen. Die hören es schlicht schon gar nicht mehr. Das Wort fällt auf die Oberfläche, im buchstäblichen Sinn auf die Oberfläche eines abgetrampelten oder festgefahrenen Weges. Ich denke da an negative Erfahrungen oder hartnäckige, festgefahrene Vorurteile. Da kommt nichts mehr rein, was Gott sagt. Es kommt nicht zum Hören, weil das Gehörte nicht in unseren Denkrahmen reinpasst. Und dann wollen wir das gar nicht hören. Wir wollen es nicht wahrhaben. Es passt nicht in unser Denkschema. Das Gehörte wird uns weggenommen, vielleicht auch, wenn wir nicht offen sind für Veränderung. Wenn wir nicht offen sind für Neues. Dann mache ich dicht. Ich will das nicht. Gott vielleicht schon. Aber dann höre ich auf zu hören, wenn wir auch nicht offen sind für Korrektur. Ich lasse das nicht zu. Das ist unangenehm. Das Wort wird uns auch genommen, wenn wir glauben, jetzt rede ich einmal ein Wort für die ganz frommen Bibelleser unter uns, das Wort wird uns auch schnell genommen, oder wir stehen in Gefahr, dass es uns schnell genommen wird, wenn wir glauben, alles zu wissen. Und wenn wir glauben, das, was wir wissen, absolut ist, biblisch. Das, was ich erkannt habe, wenn du etwas anderes erkennst, dann bist du nicht mehr biblisch. Wer so festgefahren ist, der kann auch nicht mehr hören. In der zweiten Hörergruppe, das sind die, die auf das Felsige gesät sind, da wird das Wort angenommen, die hören es, mit Freuden heißt es. Wow, das ist gut. Also wenn sonntags gepredigt wird und große Freude, gut, das muss es sein. Aber wir hören es kann keine Wurzeln treiben. Es sind Menschen des Augenblicks. Man könnte auch sagen, das sind Sonntagschristen oder Schönwetterchristen, die begeistert sind in der heilen Gemeinschaft, Lobpreis singen, sich verklären lassen. Kommt eine Krise und Leiden über sie, stürzen sie völlig ab und machen dicht, ziehen sich zurück aus der Gemeinschaft der Glaubenden und Hörenden. Wenn Krisen kommen, dann sind sie weg vom Fenster. Ich habe auch ein gewisses Verständnis dafür. Hat seine Gründe. Dritte Hörergruppe, unter die Dornen sind sie gesät. Bei ihnen bewirkt das Gehörte auch einiges. Die gehen auch auf, aber die Wirkung bleibt aus. Das Wort wird erstickt, weil sie sich immer wieder Sorgen machen.
Ich versuche mal das zu umschreiben, weil sie immer wieder versuchen, über ihr eigenes Leben zu verfügen und ihre eigene Zukunft in die eigene Hand zu bekommen. Dann machst du dauernd Sorgen. Nach der Bibelübersetzung der Guten Nachricht heißt es über sie auch noch, sie lassen sich vom Reichtum verführen. Also Geld spielt auch eine Rolle. Schwierig, vor allem wer viel Geld hat. Man kann sich wünschen, viel Geld zu haben, aber ich kann dir sagen, wer viel Geld hat, der hat ein Problem. Das kann sich auch im Geistlichen negativ auswirken, dass er aufhört zu hören. Reichtum lassen sich verführen und leben nur für ihre Wünsche. Dadurch wird die Botschaft erstickt und bleibt wirkungslos. Wir kommen zum Schluss zur 4. Hörergruppe. Das sind die auf das gute Land gesät werden. Sie sind dran geblieben mit dem Hören, mit dem Zuhören. Das können wir auch aus dem Text herausnehmen. Bei denen ist das Wort hören, steht in Präsenz. Das heißt, sie hören nicht einmal und dann hören sie auf, sie bleiben dran. Die bleiben dran beim Hören, auch und gerade in Zeiten, wo es schlecht geht. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass Gott oft in Krisenzeiten, oft in Zeiten von Versagen persönlich redet. Und sie bleiben hörend, weil sie erwartungsvoll sind. Dass Gott redet und erleben darum auch immer wieder die Stimme von Gott, die sie berührt, anspricht, tröstet, aufrichtet, zurechtweist und stärkt. Sie sind offen für Veränderungen, die Gott mit ihnen geht. Auch Veränderungen, die vielleicht sich zum Schlechten auswirken. Ich bin offen, wie Gott mich führt. Darum suchen und schätzen Sie das gemeinsame Hören auf Gottes Reden. Sie erkennen die eigene Erkenntnis ist nur Stückwerk. Ich brauche Ergänzung. Und da möchte ich auch auf andere hören. Ich möchte gemeinsam hören auf die Stimme Gottes und dabei erleben, dass Gott es tut, durch sein Wort und durch seine Kraft. Zuversichtlich im Unheil dieser Welt. Hey, das darfst du sein. Du darfst zuversichtlich sein in dieser Welt. Auch wenn dich Rückschläge und Versagen fertig machen und du daran leidest. Es geht darum, dass Gott treu ist und dass er seine Herrschaft, sein Reich zum Ziel bringt. Er kommt zum Ziel, auch mit dir und auch mit dieser Welt. Du darfst wissen, darum zuversichtlich sein, dass es nicht auf dich drauf ankommt, sondern auf Jesus. Er ist treu. Verlass dich auf ihn. Und hörend bleiben in Zeiten von Krisen. Bleib offen für Gottes Reden. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich Krise habe, dann mache ich dicht. Ich bin da noch voll am Lernen. Es ist einfacher, auf Gott zu hören, wenn alles wunderbar ist. Bleib dran, gerade wenn es dir auch schlecht geht. Im Hören auf Gott. Lass ihn wirken. Erwarte, dass er redet. Amen. Ich möchte noch beten. Wir danken dir, Jesus Christus, für dein Wort. Für dein gutes Wort, das uns aber auch herausfordert, aber uns auch ermutigt, loszulassen von uns selbst, von unseren Krämpfen und Versagen und dich ranlassen, dir Raum geben. Wir
wünschen es uns, dass dein Wort in unsere Herzen dringt und unser Leben umgestaltet und verändert, dass deine Herrschaft in dieser Welt in und durch unser Leben zur vollen Auswirkung kommt. Dass das geschehen kann, das liegt an deiner Treue, dass du uns nicht aufgibst. Und das macht unglaublich Mut. Darum wollen wir unser Vertrauen dir und niemand anderem aussprechen. Du schaffst es mit uns um deines Namens willen. Amen.